Das tust du nicht! Du bleibst hier! Wage es ja nicht, auf die Toilette zu gehen! Also gut, du alter Esel, dann gehe ich jetzt ins Schlafzimmer. Ich werde ihr einen halben Punkt geben. Hey, nimm dir einen Stuhl, Willi. Dir entgeht sonst ein Lustspiel. Was machst du da? Ich beobachte die Schlacht von Orkmanex. Trevor liegt nach Punkten vorn. Alf, man beobachtet nicht andere Leute durchs Fenster. Such dir eine andere Beschäftigung. Aber vergiss nicht, wir haben Stromausfall. Es gibt kein Fernsehen, keine Videospiele. Ich kann nicht mal Licht an, Licht ausspielen. Darunter haben wir schließlich alle zu leiden. Geh ein bisschen raus und spiel im Garten. Mann, du kannst ganz schön zickig sein, wenn's heiß ist. Lynn, ich hab Alfs Teller. Bringst du bitte das andere raus? Ja. Das nenne ich aber nun wirklich eine reichliche Das ist eine Portion. neue Diät. Ja, du kannst essen, was immer du willst. Und so viel, wie du willst. Und dabei verlierst du Gewicht? Nein, du? Was gibt's denn als Dessert? Bist du etwa schon fertig? Wie machst du das? Inhalierst du es? Hat meins auch aufgegessen. Oh. Es klingelt, mach doch mal auf. Da hast du kein Glück. Ich gehe schon. Gib mir einen Maiskolben. Alf, geh in die Küche. Ich sitze gerade so bequem. Ist denn sonst keiner da, der in die Küche gehen könnte? Alf, nun geh schon. Trägst du mich? Alf! Ja, ja, ist ja schon gut. Dass mir keiner an meinen Mais geht. Geh endlich. Ich mach auf. Tag, Mr. Ogmanek. Hi, Trevor. Was zum Teufel geht in den Frauen vor? Kein Schimmer. Sie sind doch eine Frau. Vielleicht wissen Sie es. Also, das kommt drauf an. Nichts kann man Ihnen recht machen. Ich bringe Räkel Blumen mit. Ich spreche auch gelegentlich mit ihr. Und glaubst du, das macht sie glücklich? Es sieht nicht so aus. Du bist ein lieber Junge. Hör auf meinen Rat. Fang nie etwas mit Frauen an. Geh lieber schwimmen. Da kriege ich Ohrenschmerzen. Wo war ich stehen geblieben? Bei den Frauen, denen man nichts recht machen kann. Richtig. Danke. Ich kann machen, was ich will. Sie hat an allem was auszusetzen. Ich bin nun mal nicht der perfekte Traummann. Naja, die Frau meiner Träume ist sie auch nicht gerade. Ist denn hier keiner denn Mais? Im Augenblick schon. Wenn das Räkel ist, ich bin nicht da. Hi, Mrs. Ogmanek. Da bist du ja. Stör mich bitte nicht beim Essen. Ich möchte, dass du jetzt mit mir nach Hause kommst. Bitte. Wozu? Damit du weiter rumschreien kannst? Ich glaube nicht, dass wir unsere schmutzige Wäsche bei unseren Nachbarn waschen sollten. Ach was. Die wissen doch, dass wir Krieg haben. Die beobachten uns durchs Fenster. Nein, nein, das tun wir nicht. Niemand in diesem Zimmer hat sie irgendwann durchs Fenster beobachtet. Wirklich nicht? Ich habe immer das Gefühl, uns nimmt jemand genau unter die Lupe. Oh, das ist vielleicht unser Poltergeist. Kommst du jetzt mit mir rüber, ja oder nein? Nein. Es wäre vielleicht doch irgendwie besser, Sie gehen jetzt gemeinsam nach Hause und sprechen das alles mal in Ruhe durch. Sie können den Mais gerne mitnehmen. Ja, vielleicht haben Sie recht. Sie wird mich auf jeden Fall anschreien. Dann kann sie es auch da machen, wo ich mir die Hosen ausziehen kann. Entschuldigung, es ist mir sehr peinlich. Also, ich fand es richtig komisch. Vielleicht sollten wir Sie öfter mal zu uns bitten. Alf, hast du gehört, was Trevor gesagt hat? Wer hat denn meinen Mais gegessen? Er hat gesagt, er wüsste, dass er von unserem Haus aus beobachtet wird. Okay, ich werde versuchen, es dezenter zu machen. Wo sind meine Maiskolben? Geld geht, bist du wie ein Kind. Man sollte dich unter Kuratel stellen. Ich bin hier ja wohl derjenige, der das Geld nach Hause Hört sich an, als wäre Ogmanex wieder zu Hause. Aber es ist im höchsten Grade unhöflich, die Gespräche anderer zu belauschen. So ist es. Du würdest das nie tun. Genieß dein Buch. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah! Ruf die Polizei! Ruf die Polizei! Ruf die Polizei! Schrecklich, schrecklich! Schlimmer als Freitag der 13. Teil 2. Sogar schlimmer als Freitag der 13. Teil 3. Was zum Himmels Willen ist los? Frag mich nicht.
Aber wovon redest du denn überhaupt? Ich rede über Mord und Totschlag. Ich rede über Verstümmelung. Ich rede über Kapitalverbrechen. Alf, komm zur Sache. Oder lass uns schlafen. Also gut. Ich habe soeben beobachtet, wie Mr. Ogmonic Mrs. Ogmonic umgebracht hat. Ach, jetzt hör schon auf. Ich meine es ernst. Zuerst habe ich sie streiten hören. Und dann habe ich gesehen, wie Mr. Ogmonic einen Eispickel nahm. Du hast das Ganze sicher nur missverstanden. So wird es sein. Wahrscheinlich spielen die beiden Eispickel Ping-Pong. Ach, Alf, du erzählst immer solche Sachen. Weißt du noch, wie du gedacht hast, Mr. Litwak würde in seinem Keller eine Atombombe bauen? Aber es war eine Atombombe. Eine Heizung für den Swimmingpool. Ha, die haben ja nicht mal einen Pool. Doch, sie haben einen. Wetten das nicht? Wollen wir mal rübergehen? Also ich bitte dich. Hör mal gut zu. Es ist schwül heute Nacht. Du bist müde. Da fällt es dir schwer, Fantasie und Realität auseinanderzuhalten. Hm? Willst du damit sagen, ich spinne? Ich will sagen, dass dir deine Fantasie einen Streich gespielt hat. Na gut, dann glaub mir eben nicht. Denk mal an den Hütejungen, der vor dem Wolf gewarnt hat. Der Junge hat blinden Alarm geschlagen. Er war ein Lügner. Wirklich? Alf, geh wieder schlafen. Morgen früh wirst du sehen, wie albern die ganze Sache gewesen ist. Ich werde nicht schlafen können. Jedenfalls nicht, bevor dieser Mörder hinter Gittern ist. Schon gut. Vielleicht mache ich ein kleines Nickerchen. Aber ich werde es nicht genießen. Wir müssen zusehen, dass er sich irgendein Hobby anschafft. Was ist denn los mit dir? Was ist denn passiert? Ey, Vorsicht mit meiner Schulter. Die habe ich mir ausgerenkt. Alf, warum um Himmels Willen hast du denn so geschrien? Es war ganz schrecklich. Trevor war hinter mir her. Er meint doch nicht etwa Mr. Ogmonic. Also für eine Minute war er noch da. Sieh doch mal hinter dem Kühlschrank nach. Brian, Alf hatte einen schrecklichen Albtraum. Und das ist genau das, was jedem passiert, der nicht hören will und anderen Leuten in die Fenster starrt. Ist er nicht fantastisch? Aus allem macht er einen moralischen Anschauungsunterricht. Sag mal, möchtest du, dass wir ein bisschen bei dir bleiben? Ja, bitte. Für immer. Na komm, Brian. Alf, versuch etwas zu schlafen. Ich kann nicht. Ich bin zu aufgedreht. Ich habe ein Trauma hinter mir. Aber vielleicht wärst du damit einverstanden, dass wir jetzt noch ein bisschen schlafen. Natürlich, Willi. Wir wollen doch nicht, dass du morgen völlig erschöpft zur Arbeit gehst. Also dann los, Lynn. Gehen wir wieder ins Bett. Gute Nacht, Alf. Gute Nacht, Alf. Gute Nacht, Alf. Kein Problem. Jetzt bloß nicht einschlafen. Jetzt bloß nicht einschlafen. Jetzt bloß nicht einschlafen. Nicht hinhören. Nicht hinhören. Ach, verflixt. Warum muss ich bloß immer so neugierig sein? Alf geht wieder ans Fenster und öffnet es. Diesmal scheint es kein Albtraum zu sein, aber es ist dennoch kaum zu glauben. Mitten in der Nacht gräbt Trevor Ogmonic ein tiefes Loch im Garten und wirft etwas hinein, etwa menschengroß, in einen blauen Müllsack. Wie traurig, die arme Mrs. Ogmonic. Ich kannte sie gut. Oh, hallo. Ich möchte mit Mr. Ogmonic sprechen. Sind Sie am Apparat? Oh, das ist ausgezeichnet. Ich mache eine Umfrage für die BBC und würde gern wissen, ob Sie ein paar Fragen beantworten möchten. Ja, super. Zuerst als erstes würde ich gern wissen, worin liegt nach Ihrer Meinung der Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem britischen Fernsehen? Ah, ja. Sehr gut. Vielen Dank, Mr. Ogmonic. Und hier Frage 2. Haben Sie Ihre Frau umgebracht? Ende der Durchsage. Die Queen kommt gerade zur Tür rein. Was hast du da gerade gemacht? Ich mache ein paar Parodien. Hey, willst du mal Sammy Davis Jr. sehen? You know this, man, and I mean that she's so, Du hast Trevor belästigt. Kate,
Was nennst du belästigt? Ich habe heute Nacht gesehen, wie er seine Frau im Garten begraben hat. Aber erinnerst du dich nicht mehr? Das hast du bloß geträumt. Nein, es war die Wirklichkeit. Hier, diese Fotos habe ich gemacht. Die sind ja alle schwarz. Hätte ich vielleicht Blitzlicht nehmen sollen? Kein Zweifel, der Kerl ist ein Mörder. Trevor ist keinesfalls ein Mörder. Mörder begehen keine Verbrechen vor Fenstern, durch die sie von den Nachbarn beobachtet werden können. Doch, das tun sie. Erinner dich doch bloß mal an das berühmte Kriminalstück Das Fenster zum Hof. Da ist es ganz ähnlich gewesen. Siehst du denn aus dem Fernsehen keine Lehren? Alf, bitte, bitte, gönne deiner Fantasie mal eine Pause. Die Gerechtigkeit kennt keine Pause. Und wenn ich der Gerechtigkeit ein Plätzchen gebe? Dann wird sie dieses in Erwägung ziehen. Nein. Alf! Alf! Das darf doch nicht wahr sein. Nein, diesmal steht nicht Alf am Fenster, um die Ochmoneks zu beobachten, sondern Willy. Und was es zu sehen gibt, ist noch besser als das Fenster zum Hof. Alf durchsucht das Haus der Ochmoneks und Trevor ist in dem Zimmer neben ihm. In größter Panik greift Willy zum Telefonhörer. Trevor nicht. Geh nicht nach nebenan. Trevor, geh ans Telefon. Los, geh schon ran. Ja, hier bei Ogmonek. Alf, warum gehst du denn ran? Es hat geklingelt. Du musst sofort da verschwinden. Wer spricht denn da? Ich bin's, Willy. Oh, hi Willy. Ja, jetzt kann ich dich durchs Fenster sehen. Hallo. Alf, Trevor ist im Nebenzimmer. Verschwinde! Gut. Wiedersehen. Oh, Trevor. Geh ans Telefon, bitte. Hallo. Oh, hi. Tanner? Ja, hi. Haben Sie eben schon mal angerufen? Nein! Ich meine, nein. Ah, dann war es bestimmt die BBC. Nein! Ja. Hey, wissen Sie, warum Ihre Shows besser sind als unsere? Weil Sie Ihr Publikum mehr respektieren. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Letzte Woche in der Benny Hill Show trifft Benny diesen Kerl mit den hohen Absätzen. Ich meine, Benny trägt ja nicht so verrückte Absätze, aber dieser andere Bursche. Benny hat natürlich wieder so ein verrücktes Kleid an. Dann setzt jeder ein dummes Gesicht auf und beide rennen die Straße hinunter. Also wo steckt der Bursche? Wenn du zufällig von mir sprichst, ich bin hier. Schatz, wem willst du denn an den Kragen? Ihm! Wem denn wohl sonst? Ihm! Er hat bei den Ochmoneks eingebrochen und ihre Schubladen durchwühlt. Ich habe nicht eingebrochen, sondern mit einem Stemmeisen geöffnet. Aber hab ich dir nicht gesagt, dass du Trevor nicht mehr länger belästigen sollst? Ja, wie gefällt euch das? Meine Damen und Herren, hohes Gericht. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Das bringt das fast zum Überlaufen. Ach, das sagst du jedes Mal. Dieses Mal bin ich aber... Sieh mal, Willi, du bist aufgeregt. Und ich verstehe das. Aber bevor dir auf der zornigen Stirn ein paar Äderchen platzen, will ich dir eine Kleinigkeit zeigen. Beweisstück A. Das sind ja Zähne. Stumme Zeugen der Vergangenheit. Es sind die Zähne von Mrs. Ogmonek. Das war ihr Lachen. Jetzt wissen wir, dass du nicht nur eingebrochen hast, du bist doch noch ein Dieb. Dies beweist, dass sie ermordet wurde. Menschen nehmen ihre Zähne und ihre Gaumen nicht heraus, solange sie leben. Alf, dies hier sind falsche Zähne. Was, wirklich? Das muss ich probieren. Nein, nicht. Gib sie her! Ich werde sie zurückgeben. Und solltest du jemals wieder, jemals... Ich hoffe, du verstehst mich. Wie der mich angeguckt hat. Warum machst du bloß immer wieder solche Sachen? Weil ich ein verantwortungsbewusster Bürger bin. Erst waren die Kommunisten dran. Aber ich habe geschwiegen, weil ich nie mit ihnen sympathisiert habe. Die Jesuiten kamen als Das nächstes. reicht, wir haben begriffen. Mami, findest du es nicht auch seltsam, dass Mrs. Ogmanek ohne Zähne aus dem Haus geht? Vielleicht isst sie irgendwo nur eine Suppe. Das hat doch nichts zu sagen. Wir hätten Daddy lieber nicht drüber gehen lassen sollen. Ja,
Trevor könnte sich entschließen, ein Massenmörder zu werden. Die haben viel mehr Publicity. Was ist, wenn Alf doch recht hätte? Da siehst du mal, was du angerichtet hast. Du machst uns hier doch alle verrückt. Schätzchen, Trevor kann kein Mörder sein. Wir kennen diesen Mann seit Jahren. Oh nein! Kennt Kate ihren Nachbarn wirklich so gut? Als sie vom Fenster aus in das Wohnzimmer der Ochmoneks blickt, bleibt ihr fast das Herz stehen. Er hat wieder seinen Eispickel. Und jetzt geht er auf Willy zu. Ich wusste es. Ruf die Polizei. Oh, das noch. Geh schnell in Brians Zimmer und bleib bei ihm. Ich werde rübergehen. Willy, ist alles in Ordnung? Willy! Was ist denn los? Hi. Warum sind Sie denn so aufgeregt? Das Licht ist ausgegangen und Willy hat Angst im Dunkeln. Ja. Und da dachte ich, ich sehe mal nach, wie es ihm geht. Alles in Ordnung? Mir geht es gut. Ja, ihm geht es gut. Sie haben Angst im Dunkeln? Ja, nicht direkt. Ich spreche nicht gern darüber. Trevor, darf ich Sie fragen, was Sie vorhaben mit diesem Eispickel? Eis zerkleinern. Ach, Eis. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Trevor, gehören die Ihnen? Nein. Aber Sie sehen wie Reckles aus. Wo haben Sie sie gefunden? Oh, die lagen da draußen. Wie mögen die da hingekommen sein? Wahrscheinlich sind sie ihr aus dem Mund gefallen. Jedenfalls vielen Dank, dass Sie sie mir gebracht haben. Ist doch klar. Also, ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt. Lynn macht sich sicher schon Sorgen um uns. Also, tschüss. Sie macht sich dauernd Sorgen um uns. Ja, ich muss sowieso erst das Badezimmer sauber machen. so, ja. Es ist von oben bis unten voller Blut. Blut? Willy, komm, wir gehen. Entschuldigung. Bin ich hier bei... Ja, das ist der Mann. Er hat sie umgebracht. Was? Was erzählt die denn da? Sie macht nur einen Scherz. Liebling, ich glaube nicht, dass wir solche Verdächtigungen aussprechen sollten. Uns hat ein gewisser Willy Tenner angerufen und behauptet, Sie hätten Ihre Frau hinter dem Haus vergraben. Wieso benutzt er meinen Namen? Hey, Tanner! Wie kommen Sie zu so einer Behauptung? Das sollte Sie nicht wundern. Sie haben in der letzten Nacht ein großes Loch im Garten gegraben. Ja, aber... Ach, und da drin soll ich Rakel verscharrt haben. Da drin liegt eine Rinderhälfte. Erwarten Sie, dass wir Ihnen das glauben? Ja, ich habe einem Typen $100 dafür bezahlt. Wahrscheinlich hat er es geklaut von einem... Er hat es in der Tombola gewonnen. Einer Fleischtombola. Also gut, also gut. Aber wieso ist dann das Badezimmer voller Blut? Von der Rinderseite. Ich habe sie in der Wanne zerkleinert, damit wir die Portionen in den Kühlschrank kriegen. Sonst noch Fragen? Nein, ich glaube nicht. Können Sie mir sagen, wo Ihre Frau jetzt ist? Sie ist bei ihrer Schwester. Das Fleisch fing nämlich schon langsam an zu riechen. Rakel wollte erst wiederkommen, wenn alles verschwunden ist. Trevor, es tut mir wahnsinnig leid. Wie konnten Sie denn annehmen, dass ich so etwas tun würde? Manchmal geht die Fantasie einfach mit einem durch. Trevor, wir bitten Sie sehr um Entschuldigung. Vergessen wir es. Rakel und ich haben auch oft gesagt, ihr beide seid Spinner. Ihr beide sind auch nicht besser. So hat sich also alles aufgeklärt und der Friede zwischen den Tenners und den Ochmoneks ist wiederhergestellt. Aber warum steht Alf immer noch am Fenster? Rechnet er doch noch mit einem Verbrechen? Alf, Oh, hallo, Lynn. was machst du denn schon wieder? Keine Sorge, der Schein trügt. Du schaust also nicht rüber zu Ogmanix? Na schön, der Schein trügt nicht völlig. Du hast uns aber fest versprochen, es nicht mehr zu tun. Ich weiß, aber jetzt habe ich wirklich einen guten Grund. Ich warte nur, bis Sie schlafen gegangen sind. Und dann gehe ich raus in den Garten und grab das Fleisch aus. Also ich gehe ins Bett. Haben wir noch ein Fläschchen Beaujolais? Nacht, Alf. Träum süß.
Wo ist Kate? Unter der Dusche. Danke. Er wird doch nicht? Er könnte schon. Er hat. Sie kommt. Alf, man läuft nicht zu anderen Leuten in die Dusche. Das würde mir auch nicht einfallen. Ich habe nur den Vorhang aufgezogen. Ich bestehe darauf, dass du die Intimsphäre meiner Frau respektierst. Glaubst du, ich hätte noch nie eine nackte Frau gesehen? Mach das nochmal und du bist ein Bettvorleger. Wovon sprichst du? Das weißt du ganz genau. Ich möchte wissen, was es so Dringendes für den Familienrat gibt. Heute schreiben wir den 1. März. Ich hoffe sehr, das ist nicht alles. Natürlich nicht, Willi. Denn morgen haben wir den 2. Dann kann ich ja weiter telefonieren. Hey, warte, bitte, Kate, komm wieder her. Alle 75 Jahre, genau am 2. März, mache ich eine komplette physiologische und psychologische Umwandlung durch. Was? Da drehe ich völlig durch. Alle Melmakianer müssen das durchmachen. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang wird sich meine ganze Persönlichkeit dramatisch verändern. Wie dramatisch kannst du dich noch verändern? Da muss man einfach abwarten, was passiert. Aber erwartet das Unerwartete. Ein rätselhaftes, unfreundliches Benehmen. Die totale Persönlichkeitsveränderung. Das Wichtigste ist, dass ich alles versuchen werde, um aus einem Käfig auszubrechen. Um einer Katze habhaft zu werden. Noch irgendwelche Fragen? Ich hätte eine. Der Herr mit der Krawatte. Was für ein Käfig? Oh, ich meine den Käfig, den ihr für mich bauen müsst. Mit einem Gitter und verstärkten Wänden. Darf ich auch was fragen? Du hast uns eben erklärt, du wirst dich schlecht benehmen und du willst eine Katze fressen. Wo ist die Veränderung? Das ist eine Frage der Heftigkeit. Stellt euch mal vor, Alf in 10-facher Potenz. Der Gedanke ist beängstigend. Entschuldige mal bitte. Nein, bitte nicht jetzt. Ich habe alle Hände voll zu tun, um das Ding fertig zu kriegen. Komm später mal wieder. Wann ist die beste Zeit, dir zu sagen, dass alles falsch ist? Und was ist daran falsch? Also, vor allem ist die Hütte viel zu klein. Ich brauche wesentlich mehr Platz für mich. Ich muss rasen und toben können. Da kommst du aber reichlich spät. Es war nie die Rede davon, dass du rasen und toben willst. Das darf ich doch wohl voraussetzen. Sieh mal hier, ich habe in meinem Raumschiff mein Fotoalbum gefunden. Irgendwo muss da ein Bild drin sein von meinem letzten Käfig, den Sie gebaut haben. Ja, genau, hier ist es. Ja, das sieht natürlich völlig anders aus als das, was ich baue. Das ist alles aus Eisen und Stahl. Ja, und innen ist alles weich ausgepolstert. Aber ich hätte nicht einmal mehr die Zeit, noch größere Veränderungen vorzunehmen. Oh, sieh mal. Hier, das ist mein Vetter Kendall. Stiefvetter genau genommen. Da hat er gerade sein erstes Auto gekauft. Alf. Oh, das musst du sehen. Das ist mein Patensohn Jay. Das müssen Sie aufgenommen haben zu meinem 100. Geburtstag. Hier, das auf dem Pony, das bin ich. Oh. Ihr habt sehr gut fotografiert. Das habe ich eigentlich nie so empfunden. Hör mal, Alf, was hältst du davon, wenn ich die Hütte einfach so weit wie möglich verstärke? Das ist eine gute Idee. Mr. Ogmanek. Er kommt hier rein. Los, Alf, verschwinde. Versteck dich schnell. Aber ich mag Sinatra. Besonders seine frühen Aufnahmen. Nun mach schon. Mach Ist mir schon, zu dunkel da drin. Alf. That's why the lady is a tramp. Yeah, yeah, yeah. That's why the lady, that's why the lady
Trevor. Also, Sie stehen auch auf Frankie Boy, hä? Frankie Boy? Ja. Oh, Sinatra, ja. Ich schätze seine Lieder sehr, besonders die frühen Aufnahmen. Oh, wem sagen Sie das? Verschiffen Sie einen Affen? Oh, nein, keinen Affen, nein. Ich baue nur ein kleines Lagerhäuschen, weil ich ein bisschen was lagern will. Ja, ich versuche wirklich schon seit Monaten davon zu überzeugen, dass wir auch sowas brauchen. Oh. Trevor, würden Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen Aber tun? natürlich. Ja, Kate und ich lassen unser Haus aussprayen wegen Silberfischchen. Und da wäre es ja nett, wenn Sie vielleicht so lange auf unsere Katze aufpassen könnten. Oh ja, nur Reckle ist allergisch gegen Katzenhaare. Sie kriegt immer geschwollene Füße. Ihre Schwestern haben auch darunter zu leiden. Ach so, ja, war ja auch nur eine Frage. Wissen Sie was? Die Katze kann bei mir im Schlafzimmer bleiben und Reckle schläft auf der Couch. Aber das würde ich niemals verlangen. Ich schon. Machen Sie sich keine Sorgen. Vielen Dank. Wir haben gerade neulich über Sie gesprochen und gesagt, man sieht Sie und Ihre Frau in letzter Zeit gar nicht mehr. Ja, wir hatten jetzt alle Hände voll zu tun mit unserem Alfalfa. Alfalfa? Ja, Kate hatte die Idee mit diesem Alfalfa. Deshalb auch das ganze neue Werkzeug, für das wir diese Werkzeughütte brauchen. Aber ich wäre gar nicht überrascht, wenn dieses Alfalfa schon an den Silberfischchen wäre. Sie entschuldigen mich. Aber Alfalfa... Endlich ist es soweit. Willi hat den Käfig fertig. Es ist auch höchste Zeit, denn Alfs Umwandlung steht kurz bevor. Alf inspiziert Willis Werk, gibt letzte Anweisungen und die ersten Beispiele der Tricks, die er während seiner Persönlichkeitsänderung anwenden wird. Ist wirklich auch alles drin? Ja. Die Kissen, ein Eulenkostüm und die Schinkenkartoffeln. Und du hast auch das Fett nicht weggeschüttet. Nein. Oh, und deine dänischen Postkarten sind auch drin. Dänische Postkarten? Fotografien von dänischen Spezialitäten. Smørrebrød. Also, ich glaube, es wird jetzt Zeit. Viel Glück, Alf. Danke, Brian. Und vergiss nicht, Willi, keinesfalls, ich wiederhole, keinesfalls dürft ihr mich aus diesem Käfig lassen, egal was passiert. Ist das klar? Ja. Gut. Gut so. Und jetzt lasst mich raus. Ich muss noch mal kurz für kleine Außerirdische. Oh ja, natürlich. Was hast du jetzt gemacht? Bist du verrückt geworden? Habe ich dir nicht gesagt, du darfst diese Tür auf keinen Fall öffnen, unter keinen wie auch immer gearteten Umständen? Aber ich dachte, du musst wirklich noch mal. Du hast es hier mit einem Irren zu tun. Mit einem irren Außerirdischen, der keinen Trick unversucht lassen wird. Ja, gut. Schon gut. Weißt du, vielleicht sollte ich wirklich noch mal gehen, um ganz sicher zu sein. Vergiss es. Gut so. Endlich hast du es kapiert. Und jetzt mach auf. Ich muss tatsächlich. Oh nein. Vielleicht hat er Schmerzen. Das ist nur einer seiner Tricks. Hilfe, Hilfe! Feuer, bitte lass mich raus! Das stimmt doch gar nicht. Oh, was für eine große, fette Ratte. Ganz schlecht. Mami, Daddy, lasst mich hier raus! Lynn, ich hätte geschworen, das bist du. Das macht er aber wirklich gut. Also entschuldigt, aber die Sache ist mir ziemlich unheimlich. Ich kann da nicht zusehen. Warte auf mich. Hab ich das gesagt? Also, Brian, geh jetzt lieber auf dein Zimmer. Das hier könnte außer Kontrolle geraten. Also, ich muss sagen, das macht er geradezu meisterhaft. Damit könnte er ja direkt auftreten. Ja, wo soll er denn auftreten? Wo lassen wir ihn denn auftreten? Hör auf! Hör auf. Das wird eine lange Nacht. Hey, hallo Brian. Wo gehst du hin? Ich hol mir Milch. Oh ja, das wäre jetzt genau das Richtige für mich. Komm mal her. Ich soll aber nicht mit dir sprechen. Du sollst nicht mit deinem alten Freund sprechen? Es braucht niemand mehr Angst zu haben. Es ist vorbei. Alf ist wieder ganz der Alte. Na komm schon, lass mich raus. Du hast gesagt, nicht vor Sonnenaufgang. Aber Brian, ich bin es, dein lieber Alf, der dir das Gedankenlesen beigebracht hat. Ich weiß zum Beispiel genau, was du jetzt denkst. Na was? Dass es richtig wäre, deinen alten Freund jetzt aus dem Käfig rauszulassen, stimmt's? Nein, ich denke an ein Pferd.
Was ist das? Das ist mein Wecker. Es ist Sonnenaufgang. Jetzt kannst du mich rauslassen. Aber es ist doch noch dunkel. Aber nicht auf Melmark. Und das ist die Zeit, nach der wir uns richten. Alles in Ordnung. Du kannst aufmachen. Bist du ganz sicher? So sicher wie ein Sicherheitsschloss. Mach auf, ich hab Hunger. Okay. Vielen Dank. Oh, hey, sei doch so nett. Ich hab was vergessen. Das Eimerchen mit den Schinkenkartoffeln, das brauche ich. Alf, was machst du denn? Warum sperrst du mich hier ein? Sei mir nicht böse, aber ich brauche einen Vorsprung. Hey, heb mir noch ein paar von den Kartoffeln auf. Na komm, Mietz. Mami, Daddy, holt mich hier raus. Junge, als ob es Brian selber wäre. Er weiß doch, dass wir darauf nicht reinfallen. Ich bin es. Ich bin es wirklich. Gib dir keine Mühe. Schatz, vielleicht ist es wirklich Brian. Wie soll das möglich sein? Brian ist im Bett. Brian! Ja, Nicht du. Brian! ja. Ich sehe mal in seinem Zimmer nach. Ja. Sieh doch mal. Sieh doch. Der da drin sieht genauso aus wie Brian. Vielleicht kann er seine Gestalt auch verändern. Nein, das kann er nicht. Ich bin es doch. Schon gut. Wenn du wirklich Brian bist, was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti. Jetzt ist er reingefallen. Nein, wieso denn? Das ist doch sein Lieblingsessen. Den Gelin ist am liebsten Spaghetti. Nein. Nein? Nein. Er ist nicht auf seinem Zimmer. Sag mal, was ist dein Lieblingsessen? Das weiß ich nicht. Meinetwegen Salzkartoffeln. Ich denke, du magst Spaghetti am liebsten. Ist mir auch recht. Auch recht? Ja, prima. Ich dachte immer... Willi, wir müssen den Käfig aufmachen. Halt, nein, warte. Wie ist der Mädchenname deiner Mutter? Was ist dein Mädchenname? Na, du weißt schon den Namen, den sie hatte, bevor sie geheiratet hat. Kate. Nein, der andere Name, der Nachname. Halligan. Oh, Brian! Brian, mein Schätzchen. Brian, fehlt dir auch nicht. Wo ist denn Alf geblieben? Ich habe ihn rausgelassen. Ach du dicker Vater. Ich sehe mal hinterm Haus nach. Warum? Brian. Er hat mir gesagt, die Sache wäre vorbei. Es tut mir leid. Oh, Schatz, das ist ja nicht so schlimm. Aber was machst du eigentlich hier mitten in der Nacht? Ich dachte plötzlich an Milch. Vielleicht hat Alf versucht, mich in Gedanken zu rufen. Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Die Gartentür zu den Ogmanics ist weit offen. Nein, und Lucky ist da drüben. Ich gehe mal rüber und sehe nach, ob ich Alf irgendwo finde. Ihr bleibt am besten hier für den Fall, dass er zurückkommt. Weckel! Weckel! Habe ich etwa geschnarcht? Ich komm schon, schlagen Sie mir nicht die Tür ein. Wer kommt denn jetzt noch mitten in der Nacht? Vielleicht beschwert sich der Flughafen, weil du so laut schnarchst. Schau gut, es reicht. Hi, Trevor. Oh, hallo, guten Abend, Jekyll. Hallo, Willi. Direkt peinlich, dass ich um diese Zeit noch störe, aber ich musste kurz rüberkommen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich Lucky wiederhole. Na ja, schließlich gehört Lucky doch zur Familie. Oh ja. Aber warum denn um diese Zeit? Weil wir nicht schlafen können. Wir machen uns Sorgen. Er ist das erste Mal von zu Hause weg. Ja, das kann ich verstehen. Michael, gib ihm seine Karte. Das kann ich nicht. Du weißt genau, dass ich dann immer dicke Füße kriege. Na und? Du könntest ja wieder meine Schuhe anziehen. Also, ich hol das Vieh. Alf! Wie lange muss man dieses Ding für eine Katze vorheizen? Was ist? Was ist denn so komisch? Dieser Toastofen. Ist das ein Toaster oder ein Ofen? Warum halten Sie ihn fest? Hatten Sie noch nie das Bedürfnis, irgendetwas festzuhalten? Das ist aber merkwürdig. Da steht eine frisch geöffnete Konservendose in der Küche. Das war bestimmt unser Lucky. Euer Kater macht Blechbüchsen auf? Ja, wir wollten ihn schon in einer Show auftreten lassen. Hoffentlich war das nicht beim Aftershave. Komm, Mietz. Alf, wir gehen jetzt nach Hause. Zuerst will ich diese Katze. Nein. Also gut, dann eine andere.
Da draußen gibt es Millionen Katzen. Gib mir deine Wagenschlüssel. Wir gehen nach Hause. Auf der Stelle. Nein! Oh, meine Füße! Er hat meine Lesebrille zerbrochen. Die werde ich Ihnen natürlich ersetzen. Das will ich stark hoffen. Aber das klingt wie unser Rasenmäher. Nein! Hey, wo wollen Sie denn mit unserem Toaster hin? Hey! Und während Willi mit dem Toaster unter dem Arm aus dem Haus der Ochmoneks rennt, rast Alf mit Höchstgeschwindigkeit auf dem Rasenmäher durch die Stadt. Er hält alle Streifenwagen auf Trab. Keine Zoohandlung, kein Vorgarten ist vor ihm sicher. Willi und Kate verfolgen die Suchaktion über den Polizeifunk. Alle Anschläge werden sorgfältig auf dem Stadtplan markiert. 13145 Julio Street. Was? Julio Street? Ach, ich hasse diese Stadt. Wo ist denn das wieder? 13145 Julio Street. Also auch das noch. Aber ich habe es kommen sehen. Was denn? Hier gehen die kleinen Fähnchen aus. Wagen 9, fahren Sie zur 105. Ecke Decker und untersuchen Sie Einbruch in Piets Tierhandlung. Hier ist die 105. Ecke Decker. Seht mal, das ist weit weg von der Julio Street. Alf kann doch nicht überall sein. Natürlich nicht, das denke ich auch. Wie weit kommt man schon auf einem Rasenmäher? Alle Wagen in der Nähe Landeszoo. Untersuchen Sie die Meldung über einen angeblich verschwundenen Tiger. Oh mein Gott, Alf! Sogar Alf hat mehr Verstand als dass er einen Tiger kidnappen würde. Ja, hoffentlich. Lynn, wir fahren noch mal mit dem Auto durch die Nachbarschaft und suchen nach ihm. Irgendwo muss er ja stecken. Und wenn er den Tiger bei sich hat? Dann ist er umso leichter zu entdecken. Kein Glück gehabt? Nein, aber wir haben den Rasenmäher gefunden. Gut, dann brauchen wir wenigstens keinen neuen zu kaufen. Vorausgesetzt, es gelingt dir, die verbogenen Schneidemesser wieder gerade zu kriegen. War irgendwas im Polizeifunk? Sie haben nur ein paar häusliche Streitigkeiten gemeldet. Eine davon war bei den Ochmoneks. Brian, ist was, Schätzchen? Hast du Kopfschmerzen? Nein, ich denke an ein Pferd. Ich versuche, Alf zurückzuholen. Gedankenübertragung. Ich habe ihn aus seinem Käfig rausgelassen. Da muss ich ihn doch wieder zurückbringen. Brian, er kommt wieder, so wie er kann. Wenn er noch kann. Lynn. Aber seine 12 Stunden sind vorbei. Er hat die Sache hinter sich und weiß vielleicht gar nicht, wo er ist. Kann doch sein, dass ihm was Schlimmes passiert ist. Also lasst uns die Sache doch mal positiv betrachten, ja? Ich bin ganz sicher, dass er bald zu Hause sein wird. Es kommt doch gleich seine Lieblingssendung, Captain Känguru. Entschuldigung, ihr guten Leute, aber steht hier vielleicht irgendwo ein Pferd? Seht ihr jetzt? Das hat funktioniert. Was hast du? Geht es dir gut? Ja, sehr gut. Warum fragst du? Wir haben uns große Sorgen gemacht. Wo warst du denn? Aus. Und du glaubst wirklich, dass die Sache jetzt endgültig vorbei ist? Dazu möchte ich Yogi Berra zitieren. Ja? Es ist nichts vorbei, bevor es vorüber ist. Vorüber ist. Es wird immer noch eine Phase geben. Was für eine Phase wird das sein? Große Geister zitieren. Denn schon Friedrich Schiller hat gesagt, Ende gut, alles gut. Nein, bei Schiller steht das anders. Er sagte, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Also gut. Aber es heißt, Irren ist menschlich, Vergeben göttlich. Das ist vom Puck, wenn ich nicht irre. Naja, wenigstens bist du wieder gesund. Halbwegs. Ja. Oder wie es Marcel Proust formulierte. Wir werden von unserem Leiden erst dann wirklich geheilt werden, wenn wir es voll gekostet haben. Oder war das Marcel Marceau? Nein, der kann es nicht gewesen sein. Der sprach mehr mit den Händen. Sag mal, wie lange soll das noch so weitergehen? Also, wenn ich Schweinchen Dick zitieren darf, das war alles, Leute. Weil wir gerade von Schweinchen sprechen. Riecht es hier nicht nach Schinken? Nein. Wäre aber schön, wenn es würde. Ich denke, du hast die ganze Nacht über Katzen gefressen. Das habe ich, glaube ich, gar nicht. Jedenfalls fühle ich mich überhaupt nicht aufgebläht. Aber jetzt, wo du Katzen erwähnst, erinnere ich mich, dass ich so ein Tierchen in der Garage aufbewahrt habe. In der Garage? Du, komm mit. Wenn du irgendwo
eine Katze gestohlen hast, werden wir sie zurückgeben. Und zwar sofort. Verstanden? Kein Problem. Die Garagentür geht auf und Willys Blick fällt auf eine niedliche Miezekatze. Sie ist gelb, hat schwarze Streifen und ist ziemlich groß. Der Tiger aus dem Zoo. Ich glaube, es ist besser, ich bringe sie nach dem Frühstück zurück. Wo ist Kate? Unter der Dusche. Danke. Er wird doch nicht? Er könnte schon. Er hat. Sie kommt. Alf, man läuft nicht zu anderen Leuten in die Dusche. Das würde mir auch nicht einfallen. Ich habe nur den Vorhang aufgezogen. Ich bestehe darauf, dass du die Intimsphäre meiner Frau respektierst. Glaubst du, ich hätte noch nie eine nackte Frau gesehen? Mach das nochmal und du bist ein Bettvorleger. Wovon sprichst du? Das weißt du ganz genau. Ich möchte wissen, was es so Dringendes für den Familienrat gibt. Heute schreiben wir den 1. März. Ich hoffe sehr, das ist nicht alles. Natürlich nicht, Willi. Denn morgen haben wir den 2. Dann kann ich ja weiter telefonieren. Hey, warte, bitte, Kate, komm wieder her. Alle 75 Jahre, genau am 2. März, mache ich eine komplette physiologische und psychologische Umwandlung durch. Was? Da drehe ich völlig durch. Alle Melmakianer müssen das durchmachen. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang wird sich meine ganze Persönlichkeit dramatisch verändern. Wie dramatisch kannst du dich noch verändern? Da muss man einfach abwarten, was passiert. Aber erwartet das Unerwartete. Ein rätselhaftes, unfreundliches Benehmen. Die totale Persönlichkeitsveränderung. Das Wichtigste ist, dass ich alles versuchen werde, um aus seinem Käfig auszubrechen. Um einer Katze habhaft zu werden. Noch irgendwelche Fragen? Ich hätte eine. Der Herr mit der Krawatte. Was für ein Käfig? Oh, ich meine den Käfig, den ihr für mich bauen müsst. Mit einem Gitter und verstärkten Wänden. Darf ich auch was fragen? Du hast uns eben erklärt, du wirst dich schlecht benehmen und du willst eine Katze fressen. Wo ist die Veränderung? Das ist eine Frage der Heftigkeit. Stellt euch mal vor, Alf in 10-facher Potenz. Der Gedanke ist beängstigend. Entschuldige mal bitte. Nein, bitte nicht jetzt. Ich habe alle Hände voll zu tun, um das Ding fertig zu kriegen. Komm später mal wieder. Wann ist die beste Zeit, dir zu sagen, dass alles falsch ist? Und was ist daran falsch? Also, vor allem ist die Hütte viel zu klein. Ich brauche wesentlich mehr Platz für mich. Ich muss rasen und toben können. Da kommst du aber reichlich spät. Es war nie die Rede davon, dass du rasen und toben willst. Das darf ich doch wohl voraussetzen. Sieh mal hier, ich habe in meinem Raumschiff mein Fotoalbum gefunden. Irgendwo muss da ein Bild drin sein von meinem letzten Käfig, den Sie gebaut haben. Ja, genau, hier ist es. Ja, das sieht natürlich völlig anders aus als das, was ich baue. Das ist alles aus Eisen und Stahl. Ja, und innen ist alles weich ausgepolstert. Aber ich hätte nicht einmal mehr die Zeit, noch größere Veränderungen vorzunehmen. Oh, sieh mal. Hier, das ist mein Vetter Kendall. Stiefvetter genau genommen. Da hat er gerade sein erstes Auto gekauft. Alf. Oh, das musst du sehen. Das ist mein Patensohn Jay.
Das müssen Sie aufgenommen haben zu meinem 100. Geburtstag. Hier, das auf dem Pony, das bin ich. Oh. Ihr habt's ja gut fotografiert. Das habe ich eigentlich nie so empfunden. Hör mal, Alf, was hältst du davon, wenn ich die Hütte einfach so weit wie möglich verstärke? Das ist eine gute Idee. Mr. Ogmanek. Er kommt hier rein. Los, Alf, verschwinde. Versteck dich schnell. Aber ich mag Sinatra. Besonders seine frühen Aufnahmen. Nun mach schon. Mach Es wird schon, zu dunkel da drin. Alf. That's why the lady is a tramp. Yeah, yeah, yeah. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Hey, Trevor. Also, Sie stehen auch auf Frankie Boy, hä? Frankie Boy? Ja. Oh, Sinatra, ja. Ich schätze seine Lieder sehr, besonders die frühen Aufnahmen. Oh, wem sagen Sie das? Verschiffen Sie einen Affen? Oh, nein, keinen Affen, nein. Ich baue nur ein kleines Lagerhäuschen, weil ich ein bisschen was lagern will. Ja, ich versuche wirklich schon seit Monaten davon zu überzeugen, dass wir auch sowas brauchen. Oh. Trevor, würden Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen Aber tun? natürlich. Ja, Kate und ich lassen unser Haus aussprayen wegen Silberfischchen. Und da wäre es ja nett, wenn Sie vielleicht so lange auf unsere Katze aufpassen könnten. Oh ja, nur Reckle ist allergisch gegen Katzenhaare. Sie kriegt immer geschwollene Füße. Ihre Schwestern haben auch darunter zu leiden. Ach so, ja, war ja auch nur eine Frage. Wissen Sie was? Die Katze kann bei mir im Schlafzimmer bleiben und Reckle schläft auf der Couch. Aber das würde ich niemals verlangen. Ich schon. Machen Sie sich keine Sorgen. Vielen Dank. Wir haben gerade neulich über Sie gesprochen und gesagt, man sieht Sie und Ihre Frau in letzter Zeit gar nicht mehr.